Ein Jung fragt seinen Opa, wie verliert man das Leben? Mit einer Frau, nicht? Wie soll der das beantworten? Das Opa, der hat sehr weise wird. Der sagte seinen Großjungen, weißt du, mein Jung, das Leben, das kann man auf verschiedene Orten wie verlieren. Eine gute Form, das Leben zu verlieren, ist, wenn du versuchst, im Nächsten sein Leben zu leben und nicht in einem Leben. Bloß einmal sein das Nächste, weil bloß das ist der Nächste nicht original sind. Die andere Form, dein Leben zu verlieren, ist, wenn du deine Zeit und Energie brauchst, bloß andere zu kritisieren. Das hat die falsche getan und das hat die falsche getan. Und dann verlierst du dein Leben, wenn du bloß das Negative von Nächsten setzt. Die andere gute Form, dein Leben zu verlieren, ist, wenn du andere bloß einmal beneidest, aufjens dich sein. Bloß einmal vom Nächsten aufjens dich sein und den Nächsten beneiden. Das ist eine gute Form, das Leben zu verlieren. Die andere Form, das Leben zu verlieren, ist alles einmal so eine Negativ zu betätigen und nicht deine Energie zu brauchen, um selbst wieder fair wegzukommen. Leider bloß alles negativ zu sein und das ist eine gute Form, dein Leben zu verlieren. Das Meier, das Leben verlierst du nicht an dem Tag, wenn du abhörst zu arbeiten, sondern dann, wenn du abhörst, leidlich zu sein. So manche Menschen, die versuchen bloß zu existieren, nicht zu leben. Einfach bloß eine neue, seine Thema leben. Das wird so eine schwere Zeit geben, das wird in der Zukunft so viele Probleme geben. Ich wird so krank werden, das wird so dreht werden, das wird so eine Teuerung geben, so weil bloß eine negativ zu sein. Was Jesus Christus sagt, als mir ein Dörn, wenn es meine Fälle in meine Logik sagt, eine Sache, und das ist viel wichtiger, was die Bibel sagt. Ich möchte darauf einen Text lesen, was die Bibel sagt. In Johannes Kapitel 10, Vers 10 sagt es so, ein Stehler, der darf erst bloß gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu Grund zu bringen. Und ich bin gekommen, um das Leben zu bringen, und das Leben am Überfluss. Dort sagt Jesus Christus, du kannst die Möglichkeit haben, dort zu tun, was der Feind will, dein Leben kaputt zu machen und bloß einmal seine Aufjens, die sind alles negativ sein. Und Tschechien, das wird bald kompliziert worden, das wird eingehen, das wird so sehr schlimm worden und das wird so dir worden. Deswegen mache ich nicht Töpfchen und ich will das Leben nicht united. Das gibt so viele Menschen, die uniten nicht ihr Geld, die uniten nicht ihre Zeit, die uniten nicht ihre Kinder. Wenn sie immer Angst haben, das wird in der Zukunft irgendwann nicht funktionieren. Und ich will in Angst leben. Dort, was die Bibel sagt, das Leben im Überfluss, das ist nicht für mich. Das wollte ich irgendwann loten. Aber Jesus wollte die Sache nicht, wie das mir immer nicht funktioniert. Ich wollte die Sache besser, wenn ich stolz bin, ich will das hier ewig haben. Oder ich will sagen, nee. Ich will dort, wenn Jesus sagt, heute ist das Leben, ich will mich nicht stille lassen. Ich will anfangen, das Leben da heute. Wie ist das an dein Leben? Wie ist das an deine Seele? Dass du da mit Angst kämpfen, einmal bloß auf das Negative zu sein und durch deinen Körper und deine Seele und alles kaputt zu machen. So viele Menschen sind kaputt gegangen, wenn sie einmal den Kopf voll Angst hatten, die voll Angst, und durch dem Körper alle negative Hormone vollstoppen, deswegen müssen alle Medikamente nehmen. Nicht alle, was Medikamente nehmen, als wenn sie das tun. Aber die Möglichkeit, es gerade deinen Körper kaputt zu machen, dadurch, dass du immer negativ denkst und nicht zu leben. Das Leben ist nicht bloß für die Ewigkeit, nur weil wir dort mehr leben, aber hier ab dieser Erde macht Gott, dass du kannst die Sache da heute. Nicht, wenn es nicht negative Sachen kommen, sondern wenn es Jesus Christus will, dass heu dein Häuptling ist und dass heu, weil deine Oase an deine Seele sein und für den Nächsten einfach anfangen, das Leben Überfluss zu geben, wo Jesus Christus hier bekommt.